Nur soviel Fried an Zufriedenheit, die man wo viele Seiten heieren hun, wollte ich nach einer kleinen Erinnerung ubringen, dass es Zufall, dass bei Vierredner da auch irgendwie mal zu dienen hatte, dass es Sonntag und der TNS Ilrest, den ich will kurz rappelieren aus dem November 2021. Und da ist es darum gegangen, ob Leute 4 sehen oder nicht, 5-4-Klausel aufschaffen, wir hatten 25% Ja, und 66% Nee. Ich will also just nur so, dass Lothar DR sich ein bisschen noch als Portparole gesagt von den 66%, die echt da kritisch sind. Bei den Nationalwahlen sind wir Portparole von den 80%, die kritisch sind, nur sind da 66%, wir wollen das ganz echt. Das Gesetz, das wir haben, sind 2 grundverschiedene Änderungen am Wahlgesetz. Die nicht mal zu dienen und Änderungen beim kommunalen Wahlrecht für die Ausländer auf der einen Seite, die Überwachung von den Wahlkampagnen der Stallier auf der anderen Seite. Außerdem verschwindet die Möglichkeit für eine Kopie von der Wahlliste zu kriegen, für politische Parteien, die das gemacht haben in der Vergangenheit, das wurde eine ganze Party aber ein bisschen Defi durchstellt. Jedenfalls wäre doch an Eisen besser gewesen, die Themenbereiche voneinander zu trennen, als hier verschiedene Gesetze zu behandeln. Außerdem wäre für die Vorbereitung von diesem Projekt noch unterschiedliche parlamentarische Kommissionen zuständig gewesen. Da der als klar gegen die Fälle von der 5-Jahres-Residenzklausel für ausländische Staatsbürger beim kommunalen Wahlrecht. Für sie als die Ausübung vom Wahlrecht immer an eine schon gelungene Integration gebunden, sondern doch häufig Kollegen von der CSV, die sich ein ADR mole, wie sie gerne hätten, wir immer können nicht an Akkord zu sehen. Mit ADR als für Integration, gesagt, letzter Spruch als Weg von der Integration, als nicht ernst, als für Inklusion, nicht für Exklusion. Mit kann sich Gegner molen, wenn er keinen hört. Das ist also für uns ganz klar, das Wahlrecht als eine Integrationsleistung, darunter muss gebunden sein. Und es muss ihn unhöhlen, leider, dass den Ausländer mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit die gerade echt ein paar Türen der Wahl an Land können, Politik als einer Gemeinde kaum versteht. Das wäre normal. Das kennt er doch nicht. Dax genug schwätzt er normal kein von den 3 administrativen Sprachen. Das Gesetz schafft überdem auch ein Gefahr von der Manipulation von so Leuten, die neu kommen, Sprachen nicht schwätzen und dann aber da vielleicht incitiert, wie wählen zu können. Als Land hat sich auf puncto Wahlrecht kommunal oder national bislo überhaupt nicht vorzuwerfen. Auf kommunalem Plan goufen auch an der Vergangenheit schon allmählich Kampagnen an Erfolge gemacht, für als ausländische Mitbürger zu motivieren, für wählen zu gehen. Trotzdem wird Partizipation niedrig. Da das kein Problem. Es war ja schließlich Recht von denen Leuten, für wählen zu gehen, auch keine Pflicht. Bei der Lützeburger Begeisterung wird Kommunalpolitik auch nicht immer groß. Wir sehen all, wie schwierig es ist, auf viele Gemengen für viele Parteien komplett Listen aufzustellen. Schon den Eindruck an der Zwischenzeit für sie all. Es wäre gut, wenn wir uns könnten überlegen, wenn wir auch Lützeburger in der Politik mehr interessiert kriegen. Lützeburg hat übrigens auch Gemengewahlen für alle Ausländer abgemacht und nicht nur für die EU-Bürger. Auch das ist eine Generosität, wie wir sie an keinem anderen Land gesehen. Beim passiven Wahlrecht geht in Zukunft durch wie 6 Monate an der Gemeinde gewährt zu sehen. Wir können uns so schon darauf vorbereiten, dass es mit der Zeit immer mehr schwer wird, für die Regel durchzuhalten, dass am Gemeinderat soll Lützeburgisch geschwärzt gehen. Anscheinend gibt es schon Chefen am Land, die kein Lützeburgisch kennen. Das umso mehr wie die Parteien. Ja, nee, das ist ganz gut. Ich hoffe, die Leute draußen hören eine Reaktion. Wie das zu hören, dass heute Gambia-Parteien mit, oh, das wäre ein Problem, weil Leute am Gemeinderat keine Lützeburg schwätzen. Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant. Also schon nur gesagt, da wissen Leute doch dabei, wie der reagiert hat. Das umso mehr wie die Parteien, wie zum Beispiel die DP, ganz offen den Begriff der Integration durch die Zusammenleben immer mehr setzen und das zum Beispiel am Schulsystem auch systematisch durchsetzt. Segregation am Platz Integration. Der Begriff Zusammenleben heißt an unserer politischen Realität leider immer mehr, dass den sich kaffrieren bleiben, an neben Nähen, lernenden leben ohne Integration. Das ist die Realität von der Gambia-Politik. Sie schafft Parallelgesellschaften, an der keiner den anderen kennt, kein gemeinsamen Sprache geschwärzt gehen, aber jeder soll das Wahlrecht haben. Für die ADR muss das ganz ernst sein. Konsequent Integration und dann no Wahlrecht. So Initiativen wie die wir heute diskutieren, weisen, dass Gambia Wahlkampfparole wie zum Beispiel eine Zukunft auf Lützeburg einfach Fantasterei sind, nicht echt gemengt.
Am Regierungsprogramm wird festfallen, wenn der 5-Jahres-Klausel übrigens auch nicht vorgesehen. Dafür ist es verwunderlich, wenn eine Begeisterung bei der Regierungsparteien entsteht und Frieden sich wo datieren könnt. Nicht aus dem Regierungsprogramm. Herr Präsident, wir sind als Lützeburg an der EU an einer einzigartigen Situation durch als Demografie an so Derogationen wie die an der Direktiv 94/80, die eben die Derogationen in den 5 Jahren vorgesehen, hätte mir unbedingt müssen beibehalten. Die neuen Regelungen an die ultrakurzen Zeiträume, sie für die Gemengen, also für das Schreiben wie eventuell Rekurse, sie für die Gemengen und eventuell auch für als Administrativgerichter eine große Herausforderung und eventuell auch eine Belastung. Wie immer geht an diesem Projekt behauptet, es ging ja kein etwas weggeholt kriegen. Aber auch das ist nicht wahr. Kein verliert zwar persönlich Recht, aber die Gesellschaft verliert eine weitere Perspektive auf Integration und damit ein weiterer Verlust von Identität. Für das als Heimat als auch der Konsens das kommunale Wahlrecht der Vorgestalt, den wir bislang hatten, an den der 5-Jahres-Klausel beruht wird. Wenn de Lotalia ugeht, dele mir die Bedenken, die Italia selber vorgebracht hat. Wir bedauern ausdrücklich, dass Italia nicht bei allen Parteien gegangen ist, wie hier Ulayes 4 zu drohen, sie ist bei Einzelnen gegangen, soweit wir wissen. Mit für einen Organismus, der muss absolut neutral sein, für seine Aufgabe keine glaubwürdig zu erfüllen, also eine absolute Notwendigkeit, dass den alle Parteien exakt auf dieselbe Manier behandelt. Das ist offensichtlich bislang nicht der Fall, und Italia hat also noch einen weiten Weg zu gehen. Für ein Level Playing Field zwischen den politischen Parteien zu Lützeburg zu haben, müssen wir der Alia jedenfalls die nötigen Mittel gehen. Par rapport zu der Situation am Ausland ist das bislang nicht der Fall. Es geht besonders bei den Radioen mit einem öffentlichen Auftrag auch nicht dürfen, just das Gleichgewicht während dem Wahlkampf zu observieren, aber auch draußen dem Wahlkampf, und noch objektiv und belastbar Statistiken über den Umgang von den Medien mit den politischen Parteien zu machen. Wir hatten für Drohnen über den 100,7 geschwärzt, wir könnten beim RTL auch Verschiedenes sagen. Für uns ist einfach wichtig, dass wir auf öffentlich-rechtlichen Medien oder mit einem öffentlichen Auftrag können darauf zielen, dass die Medien Neutralität und Objektivität besucht sind. Was das Projekt de loi angeht, unterstützen wir, wie gesagt, die Kritiken von der Alia selber, Definition von dem Prinzipdirekteur, die da nimmt, gegen mehr Moyen, mehr klaren Auftrag. Missionen über den Wahlkampf raus und über die Medienzeit am Wahlkampf, die für die politischen Parteien offiziell reserviert sind, und so weiter. Richtig ist auch, dass wir einen Blick auf die kommunal- und lokalen Medien müssen werfen, weil auch sie dax massiv von der Chefverrat gebraucht, vielleicht missbraucht gehen, für am Wahlkampf eine einseitige Reklam zu machen. Es scheint klar, dass das Gesetz mit seinen neuen Aufträgen für Italia über die Knie gebracht ist. Das ist nicht nur schuld, das ist unverantwortlich. Wenn als Demokratie einstellt, muss auch dafür sorgen, dass der Wahlkampf und darüber hinaus generell die Präsenz von den Parteien und den Medien auf eine gerechte und faire Manier geregelt ist. Wir brauchen auch Sanktionsmöglichkeiten für Italia, und Rekurmöglichkeiten für die politischen Parteien, die sich am Kader vom Wahlkampf eventuell lesiert fühlen. Wir denken auch, dass den exklusiven Gebrauch von der Lützeburger Sprache am Kader vom Wahlkampf für Legislativwahlen sollte festgeschrieben gehen. Das gesagt, Herr Präsident, als klar, dass der gegen das Gesetz stimmt. Ich soll nicht merci.